Ciao zusammen, René hier, herzlich willkommen zur heutigen Episode. Und ich dachte, wir machen das gleich wie beim letzten Mal, dass ich euch ein bisschen hinter die Kulissen schaue. Das Mal muss ich sagen, ist das Projekt eine kleine schwierigere Zangengeburt gewesen, als noch der Film über Skid Row. Bei Skid Row war von Anfang an klar gewesen, was der Film soll werden. Das hat sich auch nicht geändert im Verlauf des Projekts. Da hier war es etwas anders. Ich habe einfach gewusst, dass ich den Anlass filmen und habe keine genaueren Infos bekommen, was sich der Kunde darunter vorstellt. Und ich habe dann ein Exposé ausgearbeitet. Das habe ich hier vor mir. Das Event ist eigentlich ein Marathonrennen, 5 km, 10 km. Das können die Leute auswählen. Und dann habe ich das unterteilt in alle Sachen, die vor dem eigentlichen Rennen stattfinden. Und dann ein Teil, was während dem Rennen passiert. Und dann noch, was nach dem Rennen passiert. Und ich im Vorfeld habe mir auch überlegt, ich möchte eigentlich den Zuschauer am Schluss des Videos fühlen, dass er mitmachen will. Das war mein Hauptziel. Einfach so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wenn ich jetzt da wäre, an diesem Anlass, was gäbe es für Möglichkeiten, dass man alles machen kann. Aber je näher es ist gekommen, umso mehr hat der Kunde das Gefühl gehabt, jetzt, wo doch mal jemand am Filmen ist, sollte man noch das reinnehmen und das und das und das. Das war eigentlich auch die Schwierigkeit, die ich dann hatte. Der Kunde kalte Füße bekommen hat, alles abdecken und am Schluss muss man etwas für alle machen oder einfach so querbeet etwas, wo weder Fisch noch Vogel ist. Und da ist die Gefahr dann eben sehr gross, dass es ein langweiliges Video wird. Wie ihr vielleicht auch gesehen habt in der Vergangenheit, die besten Filme kommen zustande, wenn die Aussage simpel gehalten werden kann. Dann schlage ich vor, schauen wir doch zusammen den Film an. Der Einstieg hier jetzt mit 2 Textkarten, um so ein bisschen den Kontext zu geben. Was passiert da überhaupt, um was geht der Film? It's this huge breath of, wow, we did it again. And we're saving that many more lives this year. And we're helping that many more people. And it's the best feeling in the world. Das Interview mit Jamie habe ich auch hier vorher gemacht. Dann fangen wir hier an mit dem Einschreiben. Dann gehen wir direkt ins Rennen. Da bin ich mit einer GoPro unterwegs und habe aber noch eine kleine G7X, eine Canon, dabei gehabt. Und jetzt kommt etwas Spannendes. In meiner 3-Liste habe ich drin, am Schluss des Rennens unbedingt Nachaufnahmen von Leuten zu haben, also Gesichter von Leuten, die Freude haben, die nach dem Rennen Emotionen zeigen. Aber da hatte ich extrem Mühe gehabt. Da hat kaum einer gelacht und alle haben sich auf das Essen gestürzt am Schluss und haben aber dann eigentlich mit einer sauren Miene davon gelaufen. Und am Schluss musste ich einen kleinen Trick anwenden. Ich habe dann einfach auch Leute gefragt, die ich kennt habe, ob sie schnell die Gewinnerszene für mich spielen könnten. What I love about the race is being out there and seeing the energy, the excitement, and all these people are there in support of the animals. Da bei diesen Aufnahmen der Marktstände ist jetzt so ein Kompromiss, den ich eingehen musste. Und zwar habe ich jetzt eben versucht, möglichst viel von diesen Marktständen einfach schnell aufzunehmen. Ich selber in meinem Plan hatte eigentlich gehabt, dass der Protagonist eine Interaktion hat mit vielleicht 1, 2 Ständen, dass man wirklich sieht, da kann man Zeug ausprobieren und das fängt an und vieles ist gratis und ist cool. Das musste ich streichen aus zeitlichen Gründen. Und jetzt habe ich einfach aus meinen Kundenaufnahmen ein paar Ausschnitte genommen und die ein bisschen im Schnitt animiert, dass es wenigstens visuell ein bisschen spannender wird, wenn nur so ein bloßes Zelt anzuschauen. What's special about the race, it doesn't just help our organization. We typically have about 30 nonprofits participating in any given race.
So when people come to Race for the Rescues, they are not just helping one organization. The challenge is that rescue work is expensive, and the hard truth is that the more funds we raise, the more lives we can save. Race for the Rescues is really an important day for homeless animals. Please get involved, come out. Ich habe jetzt 2 Celebrity-Hosts auch in Anführungszeichen reinnehmen. Die haben dort die Adoptionsshow moderiert. Und dann habe ich das Gefühl, das an und für sich ist jetzt nicht super spannend. Da hätte ich jetzt lieber mehr von dieser Show gezeigt und was da genau abgeht. Aber jetzt für den Kunden war es wichtig, dass man die Namen sieht, die da sich einsetzen für diesen Anlass. Und das Resultat ist jetzt hier halt so ein Talking Head, also ein Kopf, der etwas in die Kamera reinsetzt. Take a step and do it. This is the highlight of my year, showing up at this big open space just packed with people who love dogs. Go to therescuetrain.org and see when our event is next year, and always adopt. We like coming here simply because of the crowds, because of all the dog people and the cat people. Etwas, was ich unbedingt reinnehmen in mein Video, und das wird dann weggehen im Offiziellen, einfach wegen Zeitgründen, das ist der Marlin. Er ist zuständig für eine Organisation, die Hunde und Katzen gebracht hat, die zum Adoptieren waren. Und in diesem Interview sagt er, wie begeistert dass er von diesem Anlass ist und was für eine Freude dass er hat, wenn sie am Abend heim können und die Wege leer sind, weil einfach sie ihre Tiere platzieren können. Ich habe das Gefühl, es ist so eine starke Aussage. Das ist ja eigentlich genau das, was der Anlass will, nämlich Hunde retten. Und jemand, der das so mit klaren Worten sagt, ist Gold wert. Und ich hätte jetzt das nicht wegretuschieren. Und der Kunde hat dann aus Zeitgründen darauf verzichtet. Ich persönlich finde es schade. Da habe ich natürlich Wunder, was ihr denkt. We have done major adoptions at this particular event, and what's really fantastic is that there have been a couple of years that we've been here that we came with a full load of dogs and cats, and we went home without them. And it is so exciting. Anschliessend eine andere sehr wichtige Aufnahme, und das ist, dass die Hunde eben eigentlich platziert werden sollten. Und da haben wir jetzt das Beispiel von einem Hund, der adoptiert wurde an diesem Anlass. Sehr starkes Bild. At the end of the day, I feel so happy to know that work we put in is keeping. Eine andere starke Aufnahme ist der Tierheimwagen, der am Morgen gekommen ist, gefüllt mit Tieren und dann am Abend leer heim ist, weil eben alle sind adoptiert wurden. Und das ist alle Jahre ein riesiges Ziel und ein riesiger Erfolg, wenn man den Lastwagen leer zurückschicken kann. That work we put in is keeping more animals out of the shelter and in safe, loving homes. Race for the Rescues rocks! Race for the Rescue rocks! Und zum Schluss kommen wir noch zu den Aufnahmen, die ich eben gerne mehr gesucht hätte. Und das sind so Interaktionen mit Leuten. Weil genau das macht den Anlass spannend von mir aus gesehen. Das bringt Leben rein, da sieht man die Emotionen, die Freude, die die Leute hatten. Und das kommt leider ein bisschen kurz, wenn man dann halt den Sponsoren nachsäckeln muss, die dann aber einfach nicht die starken Bilder geben am Schluss. By participating or donating to the race, you are helping the groups that are in the trenches at our city and county shelters and saving as many lives as possible. Das Fazit wäre also, wenn man so einen Kurztalk machen will, dass man sich einfach einig wird um eine Hauptaussage und dann alles darauf richtet, dass man das so umsetzen kann.
Wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, überlegt, was der Zuschauer am Schluss des Videos fühlen sollte. Und das gibt einem so ein bisschen die Richtung auf, was da eigentlich drin muss. Konzentriert mich darauf, eine Zuschauerschicht anzusprechen, die aber voll und sich auf das zu konzentrieren. Es macht am meisten Spass in der Vorbereitung, es macht extrem Spass währenddem, dass man das filmt. Und es ist dann auch sehr praktisch im Umsetzen, am Schnittpult, weil man dann genau weiss, was das Video erreichen sollte. Also, ich hoffe, der heutige Beitrag hat euch Spass gemacht. Ich fühle mich natürlich geehrt, wenn ich ein bisschen über meine Arbeit reden kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Merci fürs Zuschauen. Tschüss.